Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play God of War 3 Remastered, pelzig wie Sau. So, ich wollte noch mal gucken, von wegen Seele-Menü war da noch irgendwas die Rede. Ich mag doch gerade mal reingucken. Ah ja, genau. Cerberus Bastard. Das erklärt auch, warum es mehrere von denen gibt, weil das einfach nur Bastarde sind. Olymp-Wächter und Olymp-Bogenschütze. Anscheinend kann ich Mini-Bosse, so Zwischengegner, so die größere, die ich mit den Dinger kaputt mache, offensichtlich herbeirufe. Probieren wir doch mal einfach der Olymp-Wächter aus. Klingt doch ganz cool. Oh Gott. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Oh na. Eklig hart. Hier mit der Hängebrust. Oh, da kommt wieder was Titanisches. Da-da-dam. Jo, das ist so eine Gott selber schreitet ei. Der Wagen des Helios ist übrigens Stück von Hephaistos, so ganz nebenbei. Das gehört zu den Wunderwerke, die Hephaistos auch für die Götter arg fertigt hat. So wie zum Beispiel der Donnerkeil des Zeus, das ist auch ein Ding von Hephaistos. Und die immer ins Ziel treffende Pfeile des Apollo sind ebenfalls Hephaistos Werke. So, jetzt probieren wir den Olymp-Wächter mal aus. Wie war das? So. Ah, Olymp-Wächter sind dann die Kreaturen, gegen die ich hier kämpfe. Halte mal das Gaul an. Ich möchte keine Olymp-Wächter. Olymp-Wächter sind doof. Olymp-Bogenschütze sind genauso doof. Nee, da bleiben wir beim Cerberus Bastard. Das klingt doch auch schon cool, oder? Das ist einer von den räudigen Bastarde, die der Cerberus wirft. Okay, ich befürchte, dass in Olympia Helios unser Boss wird. Oh, da kommt was Größeres, wieder arge Oxt. Ein Centaur. Mit Heroe. Okay, cool. Tote Heroe und ein Centaur ist immer cool. Quatsch, wie war dann das? Das wollte ich doch gar nicht. Ich muss mich erstmal wieder fett an die Steuerung gewöhnen. Hey, du Widerling! Sauf dir einer, du mieser Centaur! So. Ey, der Titan da hinten wird auch ein bisschen stinkig allmählich. Halte mal das Gaul an. So. Ab Cerberus. Moment, dich möchte ich... okay, dich wollte ich eigentlich kaputt machen, aber alle hopp. Die mache ich offensichtlich schon so kaputt. So, du wiechter Kerl. Irgendwas Olbares muss ich anscheinend machen, um die noch zu lynchen, aber... Ich weiß allerdings nicht was. Oh, jetzt hier. Achtung, Finisher hier beim Centaur. Alter! Wow, nein! Oh, Kratos, du Wildsau! Alter! Okay, das Ding machen wir jetzt auch gleich mal auf, aber erst hier, wenn es wieder bei Gesundheit ist. So. Gut, Magie können wir ja jetzt auch ein bisschen, ne, uns sparen, aber Gesundheit brauchen wir durchaus. Ja, das war offensichtlich nur das Tor, durch das der Centaur gekommen ist. Die übrigens auch sehr berühmt dafür sind, dass sie sich ständig saufen und dann die... Hups! Alter, wie ich einfach die Bürger von Olympia abschlacht. Einfach nur, weil ich gedacht habe, das wären irgendwelche kleine Minions wieder. Einfach mal so random die Bürger abgeschlachtet. Okay, ja. Gut, Helios, das wird ein richtig ekliger Kampf. Du kenne ich dummerweise schon den Finisher. Da habe ich mich damals spoilern lassen und habe mich nur geekelt. Das war so räudig, dass ich dann auch gesagt habe, ey, wer auf sowas steht, auf so Spiele steht, der hat sie doch auch nicht mehr alle. Aber ja, jetzt hocke ich selber da und spiel's, ne? So ist es halt. Okay, warte mal, die Verbannungsklinge möchte ich gar nicht. Ich möchte eigentlich wieder die Hadesklaue pushen. Gong, die Chinesen haben gesprochen. Also dann, wenn schießen wir auf Titan oder auf Helios? Oh oh. Lass mal los, Kratos. Eine Chimera. Ja, cool. Cooler Scheiß. Die ist so geil gemacht.
Hey, die sieht echt cool aus. Ups, das wollte ich ja gar nicht. Oh doch, mich Ei. Gott der Sonne. Spross des Olymps. Ach, halt doch die Schnister hin auf deine dappische Wache. Hauptsache sich in A-Gelegenheit der Einmischer. So. Und hopp. Oh, Mann. Alter, nein. Warte mal, jetzt habe ich aber den Schlangenschwanz abgerobbt. Meinst du doch was? Nee, schade, der Centaur haben wir nicht gekriegt. Chimera wäre halt geil als Beschwörung, ne? Wenn ich die mit meiner Hades-Klaue niedermache. Die Hades-Klaue sind übrigens auch eine winzige Parodie auf den Zweisack des Hades, der übrigens auch ein Wunderwerk des Hephaistos ist, so wie der Dreizack des Poseidon. Also Zweizack von Hades ist im Prinzip wie der Dreizack von Poseidon und das Attribut des Hades nehmen wir seinen Cerberus und ich versuche mal das einfach noch schnell zu retten, während er hier Stück für Stück die einzelnen Attribute der Chimäre rausschneidet aus dem Vieh. Jetzt ist nur noch die Ziege übrig, beziehungsweise der Ziegebock übrig. Das ist schon ein relativ harter Zwischenboss, muss ich sagen. Also Respekt, wer es kann. Ohne Schlangenschwanz und ohne Löwekopf ist das Vieh allerdings, nur noch eine bessere Ziege. Oh nein! Nein! Oh Gott! Kratos, du Widerling! Okay, robben wir gleich mal raus. Und dann geht's gleich mal weiter. Okay. Auf wen müssen wir dann schießen? Auf Helios oder? Ich bin mal gerade nicht sicher. Ah, okay, jetzt haben wir das Ei gerascht. Jetzt müssen wir warten, bis er kommt. Und dann... Habe ich ihn getroffen? Bin mir nicht sicher, ob ich ihn getroffen habe. Und... Jo, jetzt haben wir ihn. Übrigens auch sehr clever, das Sonnengott zum Feuertitan zu jagen. Naja. Für die Kernexplosion und dahin ist er gelandet. Na dann. Auf zu Helios. Gern geschehen, Kollege. Gehen wir weiter. Ich will nicht unter dem seine Achselhöhle sei. Wenn der schwitzt, dann tropft der bestimmt auch Magma runter. Warum will ich ja von dem sein Käsfuß zertrampelt wäre? Heute habe ich wieder Laberrunde, merke ich. Ja, das war dieses Springen von Harpie zu Harpie und schlacht sie dann ab. Ah, ne, okay. Jetzt habe ich sie aufgescheucht. Okay. L1 gedrückt halten. Ah ja, so. Alter, ist das eine Sau, der Typ. Ich würde ganz gern die Harpie wechseln. Ich habe dummerweise von letzter Woche verpennt, wie das funktioniert, aber kriegen wir eh. So, schaue ich mal so mal auf. Komm mal her, du. Okay. Okay, dann... Alter, ist das ein ekliger Typ. So war das. Ich hab's total vergessen, wie es funktioniert. Und irgendwie war das durch dummes Knopfgedrücke 2 Harpie weit. Guck mal. Okay, nochmal. Zack. Einfach eine normale Pfeilreihe. Vielleicht jetzt ein bisschen länger durch dann. Hi, Harpie. Ja, oder man ist saudumm und springt direkt in der Abgrundreihe. So macht man das auch. Bei Idiotenhausen. So, komm mal her. Guck. So. Komm mal her. Ja. Warum nicht? Komm her. Sausack. Hopp. Psst. Okay, das war ein bisschen zu viel. Ja. L1 gedrückt halten. Und Kreis drücken. Harpie packen. Okay, ja. Kommt etwas doof, ne? Wenn jetzt unser erster Harpie Express weg ist, dann kommen wir doch nicht besonders weit. Ich sehe es, Kommando brauche ich länger davor, als war der Helios als Boss wahrscheinlich. Okay. So, machen wir das. Okay. Sag mal, bin ich vollkommen dumm?
Das kann doch nicht so schwer sein. Das habe ich ja schon beim Hieweg noch Olympia-Schwierigkeiten gehabt mit dem Scheiß. Und übrigens, jeder, der schon mal selber in Olympia war, der kann bestätigen, dass Olympia eigentlich, wie will ich es nennen, erbärmlich ist, wenn man schon mal dort war. Um mal ganz ehrlich zu sein, wer schon in Olympia war, der weiß, dass es wirklich nicht gerade so heroisch ist, wie sie es hier verkaufen wollen in der Fantasy-Welt. Olympia ist bis aufs Stadion, wo ein bisschen was erhalten ist, noch nicht besonders großartig und ein paar ehemalige Geländer, aber ein so ein Weltwunder, und zwar die Elfenbeinmaske des Zeus in Olympia. Kommt allerdings von dort, weswegen Olympia halt auch wegen Olympische Spiele und so weiter sehr stark gehypt wird als Touri-Ziel. Aber an sich ist es nicht besonders, um mal ganz ehrlich zu sein. Es ist nicht so viel, wie man erwarten würde in Olympia. Also auf der Pläne sieht Olympia natürlich toll aus, wenn man mehrere archäologische Phasen nachweisen kann in Olympia. Und hat dann die ganze sich überlagernde Phase. Das sieht Olympia durchaus ziemlich cool und eindrucksvoll aus. Aber wenn man der tatsächliche Befund dann mal vor Ort sieht, ist das leider fast wie das Hippodrom in Konstantinopel bzw. Istanbul etwas traurig, wenn man es dann mal in echt sieht. So, wieder hoch. Und hier auch mal hoch. Ich vermute mal stark, dass wir die Bombe hier mitschläfen müssen. Ja. Kratos Express für Geisteskranke, da funktioniert das. So. Okay. Da kommt wahrscheinlich der nächste gleich wieder noch. Da kommt. So, Kratos Express. Ich würde sagen, der Kratos Express macht hier mal eine Pause, weil ich nicht weiß, was du verwieschte Viecher noch rumrennen. Und Hauptsache noch Körper und Keramik zerschmettert. So ein Krater, der hat ja auch nicht ewig gedauert, bis er gefertigt wurde. Huch, kommt da irgendwas noch? Nee. Ah ja. Als hätte ich es mal gedacht, ne, dass die feine Herren hier noch kommen. Gut, dass man das A gerechnet wird, auf die Treffer. Ah, scheiße. Bei 68 Treffer, das war ein guter Run. Ja, rockende Kopf ab und dem genauso. Dort dem Kerbe borscht. So, ab. Okay. So, hier. Rob auf das Ding. Okay. So. Da drüber haben wir noch nichts Großartiges. Dann gucken wir uns mal die andere Seite an. Ich mag die Hades-Klaue, aber generell auch, weil ich Hades mag. Das ist... In der griechisch-römischen Mythologie ist Hades... Ah ja, gebt nur den Weg. Alles klar. Ist Hades, Neva Hephaistos, also beziehungsweise Hades, Pluton... Ist Neva Hephaistos / Vulcanus eigentlich schon mal favorisiert die Gottheit. So. Auch noch so eine kleine Sache zu Hades, die ich vergessen habe, als wir noch in der Unterwelt waren. Hades hat man tatsächlich aus abergläubischen Gründen nicht beim Namen genannt. Der hat einen griechischen Namen gehabt wie der Unaussprechliche, der Gewaltige, der Schwarze, der Mächtige, der Unterirdische und so weiter und so fort. Einfach um aus Aberglaube der Tod beim, oder der Todesgott, der Totengott, nicht beim Namen nennen zu müssen. Okay, kommt hier noch irgendwas? Oder wie schaut's aus? Hier ist gegnerfreie Zone, okay. Ah ja, ein bisschen Magie. Kann nicht schaden. So. Aber im Prinzip haben wir ja nur unseren Weg. Ne? Das Ding kann ja eigentlich gar nicht anders hier als hierher. Schieben wir es nochmal dort hier. Keine Ahnung, ob das hier erwünscht ist. Ich mache es jetzt einfach mal hier kurz weg. Das kann aber offensichtlich nicht, ne? Da können wir aber hochklettern. So, jetzt gucken wir doch gerade mal. Ich habe keine Ahnung, was das mit dem Ding jetzt auf sich gehabt hat, aber alle hopp. Ja, da drin platzt aber einer. Naja, wieder ein paar Bürger. Ja, aber Kratos ist ja so unglaublich nett. Achtung, was er jetzt mit Denne treibt. Alter, was ein Arschloch.
Aber ohne Scheiß, einfach so ein Bürger, hilf mir. Und der packt ihn beim Genick, harten den Kopf gegen die Wand, zerschmettert ihm beide Schädel und lässt ihn dann in den Tod stürzen. Ist das ein Arschloch, der Typ? Alter. Okay, da ist er jo, Helios. Ah, der sieht schon gut mitgenommen aus, so eine Titane Faust, aber er hat noch Wächter bei sich. Ja, die schützen ihn als eine Phalanx. Cool. Gucken wir mal, ob man zu Helios durchkommt. Aber diese Phalanx sieht ziemlich undurchdringlich aus. Ups, so war das nicht, sondern wie war das nochmal mit... Ui, was ist dann das? Ah, wollte gerade sagen, es ist ein Troll oder Oger, aber nee, in der griechischen Mythologie ist es natürlich ein Zyklop. Ja, geiler Scheiß. Die sehen ja mal cool aus. Die Kinder des Polyphem. Ach ja. Und Polyphem, wenn denn jemand aus der Odysseus-Saga was sagt, das ist ja der Sohn des Poseidon. Trophäe erhalten in Kupfer, rote Hölle. Ah, natürlich reißt dan's raus. Oh, jetzt kann ich den Zyklop, wie der Cerberus, im Prinzip kann ich jetzt den Zyklop bedienen. Und dann hauen wir nochmal die Phalanx zu frei, ne? Ja, geil, aber wie er den Zyklop einfach am Aare-Lied gepackt hat, der Drecksack, ist das eklig. Oh nein! Nein! Alter, was ein Oberarschloch vor dem Herrn! Igitt! Alter, das Spiel wird immer nur räudiger. Wobei man ja eigentlich bei Räudigkeitsgrad die Unterwelt relativ am Schluss erwartet hätte, aber nee, Olympia ist einfach nochmal eine Spur räudiger. Was siehst du, Spur? Das ist ein ganz anderer Sport schon wieder. Alter, wie ekelhaft. Spielt nicht mal mehr in derselbe Liga mehr, das ist ein völlig anderer Sport. Ja gut. Apropos, ja, bringen wir es in der Episode noch hinter uns, dass der räudigste Kampf hier im Spiel noch fertig gemacht wird. Kratos, ich habe nicht vergessen, was ich dir schulde. Rette mich jetzt, wie einst vor Atlas. Und ich werde dich dafür entlohnen. Dann entlohne mich jetzt. Sag mir, wo das Feuer des Olymps ist. Das Feuer? Du besiegst Zeus nie, Spartaner. Dabei wirst du dein Leben lassen. Mein Leben ist eins von denen, Helios, um die du dich nicht sorgen brauchst. Spüre die Macht der Sonne! Okay. Licht abwehren. Heliosstrahl, warte mal. So, okay, ich verstehe es. So, ja. So, erst kann ich hier, wenn ich es abschirm. Okay. Ja gut, Sonnengott ist ja in jeder Kultur relativ wichtig. Aber der hat eine andere Art, die Glühbirnen abzudrehen. Oh Mann! Erstmal auf den Dez getrampelt, bis er aussieht wie jetzt zertreten die Makrele. Warte! Ich verrate dir, um Zeus zu vernichten, musst du in die Flamme treten, um ihre Macht zu erhalten. Du lügst, Helios! Hephaistos hat gesagt, die Flamme tötet den, der sie berührt. Und du glaubst ihm? Ja. Dieser Verrückte wurde vom Olymp verstoßen. Genau deshalb glaube ich ihm. Richtig. Mein Tod wird dich nicht zu Zeus führen. Da irrst du dich gewaltig. Alter, jetzt lass den Kerl doch in Ruhe. Oh Mann. Warum drücke ich diese Knöpfe? Alter. Ach, ist das so widerwärtig, vor lauter männlich den Kopf abgerobbt. Ich meine, der Typ hat funktionierende Klinge. Er hätte es ja abschneiden können, aber nee. Wir robben ihn einfach den Kopf ab, um zu zeigen, wie männlich und stark wir sind. Geht's noch? Ja gut, mit Helios Tod verdunkelt sich jetzt natürlich auch die Sonne. Also Kratos wird mir immer unsympathischer. Das ist so eine richtig abgefuckte, rachsüchtige Wildsau. Ist das eklig? Helios Kopf.
Kopf des Sonnengottes, der auf unbarmherzige Weise von seinem Körper getrennt wurde. Ja, so kann man sagen. Helios Du Kopf. hast Helios Kopf in deinen Besitz gebracht. Okay. Sein Blick wird dir den Weg weisen. Okay. In der Nähe von Geheimnissen leuchtet der Kopf heller. Trophäe erhalten in Kupfer. Einfach glänzend. Oh ja. Alter, ist das eklig, wie er mit dem Schädel auch noch hausieren geht, wie mit einer räudigen Kürbislaterne. Ist das ein Scheißtyp? Alter. Es ist doch nicht mehr feierlich. Okay, ja gut, da ist offensichtlich was. In der Nähe von Goldstaub mit den Strahl ausrichten, um göttliche Geheimnisse zu enthüllen. Okay, ja. Ah ja, okay, okay. Alles klar, verstehe. Was, das ist eklig. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, an der Stelle mache ich jetzt auch gleich mal meinen Cut. Ich brauche jetzt erstmal Zigarette, um wieder runterzukommen. Die Episode war ja von grimmer Räudigkeit geprägt. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns immer mal hier wieder zu Let's Play God of War 3 Remastered auf Pelzig. Viel Spaß schon mal bei dem Video ganz am Schluss über die Finisher-Reaktionen. Da habe ich ziemlich arg reagiert. Also freuen euch doch schon mal drauf und machen's gut. Bis immer mal hier dann wieder. Iron Yankee.